Schöne gute Morgen und merci für ein Interesse. Ich wollte die Pressekonferenz heute mit den Kollegen zusammen machen, weil nächste Woche ist Rentrée parlementaire zu Brüssel. Die fängt ein bisschen nicht rund wie die hier am Land. Normalerweise das Europaparlament fängt dann nächste Montag im Sommer zu arbeiten. Wir haben just den Monat, August, und das ist ein bisschen anders wie hier am Land. Aber das ist auch eine Gelegenheit, für ein bisschen einen Blick zu werfen auf die Europäische Union, auf ihren Zustand, einen Blick auf die Probleme, die sie hat. Und dann, wenn ihr euch interessiert, können wir dann noch ein bisschen schwätzen, was die nächsten Monate wird da vielleicht so könnt. Aber das vielleicht auch gut, wenn wir ein bisschen, wenn wir nur über die Europäische Union schwätzen, auch über die Aktualität, dann zu so über Tarifpolitik, Tarife, was ja ein ganz groß froh war in den letzten Wochen durch die Negoziationen mit den USA. Und dann natürlich auch das Budget, das geplant ist, die mittelfristige Finanzraum, wie das auch genannt wird, die wird das Budget für 7 Jahre, das soll dann an den nächsten Jahren verhandelt gehen. Ein allgemeinen Zustand, das muss ich sagen, schon die Europäische Union, soweit ich mich erinnere, bewusst erinnere, nie mehr schwer gesehen, wie es am Blick als weltpolitisch schwer, aber auch bis irrelevant auf verschiedene Bereiche, an ökonomisch ohne all Ambition und ohne Ziel. Das ist natürlich ganz schlimm, wenn ich das so deutlich muss sagen, weil das so sich, als sie gegründet gehen, als hauptsächlich ökonomische Union, so kriegt zwar immer mehr eine politische Dimension, weil nicht an ihrem Care-Bereich hat sie keine Vorstellung mehr, wo sie will hin. Wir brauchen also eine neue Politik, die auch letztendlich an europäische Interesse besser vertritt. Ich meine, das ist ganz klar, wenn man den Zustand von der Union guckt. Und die Regierungen müssen Politik nicht an die Hand holen, weil man gesehen, dass die EU-Kommission das am Blick nicht mehr bringt. Es ist auch so, dass die Kommission, die wir haben, die Madame von der Leyen gefeiert wird, ja ein Misstrauensvotum überlebt hat, aber schlecht überlebt hat. Also ich meine, ich kein froh, dass sie gegen aufgewählt gehen, dafür hätte pardon, 2/3 gebraucht von den Deputierten. Das ist unrealistisch. Das wussten wir auch. Wir müssen aber feststellen, dass sie just 360 Stimmen kriegt, also nicht tauschend von den Deputierten am Europäischen Parlament haben für die Kommission gestimmt. Und das ist wirklich ein ganz, ganz schlechtes Resultat gewesen von der Madame von der Leyen. Die wirtschaftliche Situation, die vielleicht zu so sind, die 4 Bereiche, wo die Europäische Union am Blick ganz schlecht drunter ist, eigentlich alle 4 Bereiche von ihrer Aktion. Ich nenne die wirtschaftliche Dimension, die politische, die institutionelle und die ideelle. Die 4 Dimensionen, die sind eigentlich am Blick ganz stark angeschlagen. Wirtschaftlich, wie gesagt, die eigentliche Kernkompetenz von der Europäischen Union. Da haben wir eine Stagnation bis eine Rezession auf viele Länder. Wir nähern uns wirklich eine ökonomische Dynamik ernst werden, also Konkurrenzregionen wie zum Beispiel die USA oder China. Das tun wir heute nicht. Wir haben also, wie gesagt, eine ganz schwache europäische Ökonomie. Wir haben noch keinen Plan, wie wir da rauskommen. Wir hatten an der Vergangenheit regelmäßig ambitiöse Programme angeholt, wie die Lissabon-Strategie für technologieorientiert zu sehen, an die kompetitivsten Regionen und so weiter und so fort. Alles das als River. Wir haben einen Zustand, wo wir für uns hinleben, ohne klare Ambitionen, ohne Strategie, wie wir rauskommen. Wir haben keine Innovation mehr, auf jeden Fall, wenn es so keine Innovation ist, das ganz sicher falsch. Das ist nicht genug Innovation par rapport immer zu der Konkurrenz, was an Amerika geschieht, was an anderen Regionen geschieht, wie gegen China, noch gegenüber Russland, wo man an der Technologieentwicklung aber löserlös immer mehr an den Drang geraten. Das auch, was Kompetitivität angeht, ein riesiges Problem. Wir leiden in der Bürokratie, die als Konkurrenzregionen ganz einfach nicht tun. Aber wenn ich so Konkurrenzregionen begreift, doch nur Staaten von der Europäischen Union wie Türkei, wie Weißrussland, für verschiedene arabische Länder, wo man gesehen, dass europäische Betriebe sich nicht mehr wollen an Europa eine Zukunft aufbauen, mit desindustrialisieren. Wir haben eine Reihe von Betrieben, die an die USA gehen, ganz stark, mir auch einfach an nordische Regionen von der Europäischen Union, weil sie dort Achse aber zu Marché relativ leicht tun, aber nicht dieselbe bürokratische Obstakel müssen erdrohen. Nicht dieselbe Green Deal, nicht dieselbe Umwelt uploaden wie hier, und noch nicht mit Forderungen konfrontiert sind, die an den Drittstaaten nicht respektiert, wie zum Beispiel das Lieferkettengesetz, wo sich auch hier in Europa und zu Lützeburg ganz stark engagiert wird, dafür aus politischen Gründen. Wir haben gesehen, dass an den Ländern, wo das Lieferkettengesetz da soll appliziert gehen, einfach ein Refus besteht von der Seite der Staaten, für das umzusetzen. Das Lieferkettengesetz, das ist dann auch so, dass
dat man jo sech Appppes op tollere vun den Entreprise lehen, wat man als Staate nie gepackt hun. Wir hun als Staate net gepackt fir durch die Entwicklungshilfe oder durch andere Instrumente zu kontrollieren, dass Menschenrechte überall angehalen gehen. Nur sollen die Entreprisen, mehr mit Entreprisen, dass das eine enorme Belastung an vielen Ländern, wenn sie dann probieren, gegenüber Entreprisen oder Staaten zu frohen, ob dann Gesetze angehalen gehen oder wie ein Gesetz ergüllen, dann ist einfach ein Refudo, für dummer da zusammen zu schaffen. Die Staaten so hin immer, wir schaffen lieber mit den Chinesen zusammen, weil da haben wir auch die Möglichkeit, Handel zu treiben, aber wir kriegen keine frohe Gestalt, aber wir haben nicht die ganz bürokratisch ablassen. Das sind einfach die Realitäten. Ich meine, das ist immer gut, dass Sie gesehen wird, ein Unterschied ist zwischen einer gut gemengter Theorie, für eben am Interesse von sozialen und Menschenrechtslegislationen zu handeln, und der Realität, dass das an der Wirklichkeit überhaupt nicht funktioniert. Wir haben also ein Resultat über die ökonomische Situation, wie gesagt, Desindustrialisierung, immer mehr sehr, kein Investiment. Europa ist einfach nicht attraktiv genug, für nach Investimente aus anderen Regionen umzuziehen. Ein kleiner Markt, wenn so kein Investiment hat, das ist natürlich auch nicht ganz richtig. Natürlich gibt es Investimente, aber nicht an einem Maßstab, den das Gänger erlauben, wirklich über lange Zeit konkurrenzfähig zu sein. Die politische Dimension muss man sagen, dass Europa eigentlich einen Abfluss ganz dramatisch verloren hat gegenüber den USA. Zirkuliert der Begriff, den ich auch für richtig halte, eine Vassalisierung, sie Vasalle gehen von den USA. Wir haben eigentlich keine eigene Politik mehr, die wir durchführen und können durchsetzen als Europäische Union, was natürlich verwundert als eine ökonomisch noch immer relativ starke Region, nach 450 Millionen Leute. Wir haben keine politische Hebel mehr, die wir können, gegenüber anderen großen Akteuren der Welt wirklich ersetzen. Wir unterordnen als amerikanischer Politik, hier wird an ökonomischer Hinsicht oder auch an militärischer Hinsicht, wir haben das 5% Ziel gehabt, diskutiert, wird am Kader von der NATO dann durchgesetzt wird. Die Amerikaner forcieren als an den USA zu investieren, an den USA zu kaufen. Wir haben in der Ukraine-Politik auch eine Unterordnung zum Teil einer Interesse von anderen. Weltpolitisch muss ich einfach feststellen, dass wir von den USA dominiert sind, wir schlecht Beziehungen mit China als Europäische Union, wir haben immer mehr schlecht Beziehungen mit Indien, wir haben eine open, wie soll ich sagen, als Europäische Union mehr oder minder eine unfreundliche, und da sind ich nach feinen Relationen mit Russland, aber wir haben keine Konstruktivpolitik gegenüber anderen Entwicklungen in der Welt, wie zum Beispiel BRICS-Staaten, die sich zusammenfinden, wo man einfach das mehr oder minder ignorieren, noch keine Politik entwickeln, wie man gegenüber anderen Entwicklungen in der Welt auf ökonomischen und politischen Plan reagieren. Wir haben eine Bause beauftragt, Madame Callas, die nicht durch ihr diplomatisches Talent besonders erfürchtet. Im institutionellen Plan als Europa auch ganz schwer. Die Kommission hat eigentlich ein ganz beschränktes Vertrauen sowohl am Europäischen Parlament wie auch draußen und der Öffentlichkeit. Ich habe über das Misstrauensvotum schon kurz geschwärzt. Den hat Madame von der Leyen geschwächt. Sie hat ihn zwar politisch überlebt, aber ich muss ja ganz klar sagen, dass das Misstrauensvotum und dann noch hier schwere Performance an den Advanced-Tarifverhandlungen mit den USA aber ganz klar dazu geführt hat, dass die Europäische Kommission kein starkes Bild mehr vermittelt und noch nicht viel Vertrauen inspiriert. Hier Performance als allgemein schwer. Wir haben aber auch, und das muss ich unterstreichen, eine EU-Care-Kompetenz. Nicht nur, dass die EU gegründet ist, für wirtschaftliche Relationen, eine Integration zum Teil am wirtschaftlichen Bereich führen zu bringen, als mehr stark zu machen, wo die Kommission keine Idee mehr hat. Und wir haben, wie gesagt, auch Advanced-Tarife an die Union auch als Advanced-Union gegründet und auch da an ihrer Care-Kompetenz, die wir als ADR immer unterstützt haben, hat sie das Interesse der Europäischen Union gegenüber den USA nicht gut vertreten. Wir haben gesehen, wie europäische Politiker behandelt wurden zu Washington, wo sie am Herrn Zelensky da abgetreten sind. Das war schon, kann ich sagen, eine Humiliation. Das heißt, die man näher wie Europa da abgetreten ist, als die ganz klar gewiesen hat, dass Europäer zweit Guide spielen. Die dänische Präsidenz war inexistent. Das heißt, wir hatten weder den Präsident vom Conseil, der da hingegangen ist, und das um außenpolitisch frohe gegangen, nämlich der Krieg an der Ukraine. Aber sowohl der Präsident vom Conseil, den eigentlich dafür kompetent ist, nicht Madame von der Leyen, die hat keine eigene außenpolitische Kompetenz.
mit den Herr Costa wohnet do an die dänisch Präsidentz wohnet do. An do leiit eigentlich die beste politische Kompetenz. Wen do wer dat vor eng Reihe Staats- und Regierungschefe von die großen Mittelmuchten an Europa, den NATO-Generalsekretär komischerweise, aber wie gesagt, die dänische Präsidenz nicht. Und es sind auch noch Fehler geschieht an den letzten Wochen ermeint, zum Beispiel, dass die EU eine Deklaration dann zu 26 angeholt hat, ohne Ungarn, der Frieden hat nie der Nummer da sind, weil das natürlich ein Präzedenzfall für andere Sachen, wenn ob einmal am Kader oder mehr oder minder am Kader von europäischen Reunionen Deklarationen angeholt gehen, wichtige Fragen zu 26, weil haut das es Ungarn nur kann nicht Lützeburg sind, auf dem wir näher ausgeklammert sind. Und es gibt einfach Grundsätze, wo ihr muss zusammen halen, und das ist auch froh, auch von den inhaltlichen nicht d'accord ist, aber institutionell hat Lützeburg nie der für andere Bewegungen, wie mehr oder minder in anderen Memberstaaten an einer Kompetenz, die an der Memberstaaten leidet, auszuklammern. Mir noch komischerweise eine Rolle bei internationalen Organisationen, die hinten nicht zustehen. Das ist bei der NATO der Fall. Wir sehen, dass der NATO-Generalsekretär da auch mit abgetreten ist mit dem NATO-Generalsekretär, also sich eine Administrativfunktion und keine politische Funktion. Das heißt, mir noch da eine Verschiebung von Kompetenzen. Wir sehen, dass Herr Rutte da auftritt an einem Rolle, den ihm als Generalsekretär von einer internationalen Organisation nicht zusteht. Hin soll Decisionen realisieren, die von den Staaten geholt gehen. Hier ist aber so, dass er auch nicht dafür nicht zeigt, wie auch Memberstaaten zu kritisieren. Und das als Generalsekretär, und das ist wirklich nicht seine Rolle. An die ideelle Dimension, wie die auch noch uns zu schwätzen, neben der politischer, wirtschaftlicher und institutioneller, ist ganz klar, dass auch dort die Europäische Union ein großes Problem rangerät, wo sich selber auch manövriert. Das ist natürlich ein erster Platz Meinungsfreiheit, wo hier Gesetzgebung für den Digital Services Act immer mehr große Resistenz findet, wo ich mich auch darüber freue, weil die Europäische Union, die auch dafür da ist, Schachthafen, Grundrechte und so weiter, wie die Rechte der Leute zu verteidigen, als auf verschiedene Bereiche umgang sich für ein Gefahr für die Grundrechte zu entwickeln, nämlich notamment im Bereich von der Zensur auf der Meinungsfreiheit, wo wir werden dafür sorgen, im jeden Fall Leute, die so denken wie ich, zu Brüssel, an ich selber auch, dass wir dagegen viel gehen und gucken, dass das Instrument von dem Digital Services Act nicht kann als Zensurinstrument benutzt gehen. Wir haben einfach eng Schwächt von der Europäischen Union, aber gleichzeitig auch eine Tendenz von der Europäischen Kommission für Power Grabbing zu machen, wie das heißt, wir aber immer mehr Kompetenzen aus sich zu ziehen. Wir hatten das gesehen an der Covid-Zeit, wo nur eine europäische Gesundheitspolitik soll entwickelt werden, die sich auch an der Kompetenz von den Memberstaaten leider nicht an der Kompetenz von der Europäischen Union. Wir sehen in der Ukraine-Krieg, wo wir eine Militarisierung von der Europäischen Union gesehen. Aber wir gesehen, dass eigentlich die Kommission dann immer probiert, mehr aus sich zu ziehen und trotzdem an alle wichtigen Bereiche, wie gesagt, wirtschaftlich, politisch und so weiter, relativ schwer auch eine schlechte Politik mischt oder eine Inexistenzpolitik betreibt und trotzdem probiert immer mehr, ob Käste von den Memberstaaten Pouvoiren aus sich zu ziehen. Nur über das Budget, ich hatte gesagt, ich will die Pouvoir über das Budget und über die Tarife so. Das Budget ist so, dass die Kommission ein ganz grosses Budget proposiert hat für den nächsten mittelfristigen Finanzraum an der Höhe von 2 Billionen, das sind 2000 Milliarden, das ist schon impressionant, wo wer den hier schwätzt. Also sie will für das zu finanzieren 5 Sorten von Steuererhöhungen, sie nennt das natürlich nicht Steuererhöhungen aus verschiedenen Gründen, sind aber wie von denen 2 Billionen 407 Milliarden dann über DW zu kriegen. Das sind zum Teil ökologische Sachen. Und das ist natürlich etwas, was politisch relativ leicht durchzusetzen ist, weil da gesagt wird, ja, das für den Umweltschutz ist sicher nicht für den Umweltschutz, mit Kost als Kompetitivität. Ich nenne hier die Idee für den Emissions Trading System, den ETS, die sonst keine Region, auch keine Konkurrenzregion von der Europäischen Union hat, wie das zum Teil zu einem Revenu einer Ressource propre von der Europäischen Union zu machen. Der CBAM, das den Zollausgleichsmechanismus auch eine ökologische Mesure theoretisch für als Industrie zu schützen, für Leute, die nicht auf den selben Maßstäben produzieren.
wie mir dat ass och eng sagt die terribel bürokratisch an den Industrie net ger gesinn ass. Dann ass die Idee fir non-collected E-Waste, dat heißt elektronische Schrott, den net gesammelt der recykleiert gëtt wie den och zu besteuern, méi dat das och an eng gewisse Sinn unlogisch fällt dat wann dat der geng gemerk gin wäre dat eng Abkommens wat iwwer Zeit ging Rof goen. Dann eng Diskussion iwwer Besteuerung vom Tubak vu mir mengen. Dat se Herr Kolb bestimmt besser wie ich, dat mir do an eng Bereich von enger pur nationaler Kompetenz sinn. Und dann natürlich, an dat auch wichtig, dann sollen die Industrie besteuert gehen. Für eng Ressource direkt eng Ressource propre von der Europäische Union zu machen, dat das ein Corporate Resource for Europe so hecht und dat soll dann der Entreprise belächte Weltentreprise jo déi sinn déi vum Bandemarkt am meeste profitieren. Auch dat das eigentlich eng erstaunlich sehr. Ich hatte gesagt, wir haben Probleme mit der Care-Kompetenz, wo die Union keine gute Politik macht, keine ökonomische Ambition, keine Douanstarifpolitik, die wirklich einer Zollunion gerecht gehen, als Interesse nicht genug vertreten. Und hier soll der Binnenmarkt eigentlich ein großer Erfolg von der Europäischen Union, indem wir all matt geschafft haben, für den Unternehmen zu erleben, mehr eine große Dimension zu haben und für den allgemeinen Wohlstand an der Union weiterzutreiben. Lo sollen die Unternehmen dafür besteuert gehen, und zwar nicht auf ihren Profit, mehr auf ihren Umsatz. Das heißt, auch eine Entreprise, der so schlecht geht, die viel Umsatz hat, mit kein Profit möchte, soll können besteuert gehen. Und das ist natürlich eine Diskussion, die ganz, ganz hart geht. Auch weil hauptsächlich am Blick neue Statistiken Deutschland gegen belascht gehen, ungefähr ein Drittel von der Steuer müsste von Deutschland abrutscht. Und ich hatte schon kurz gesagt, dass Deutschland schon am dritten Jahr an einer Stagnation oder Rezession ist. Und da soll noch die Entreprise nach auf ihren Umsatz besteuert gehen. Also realistisch ist das wahrscheinlich nicht. Wie gesagt, das ist die Corporate Resource for Europe. Das sind die 5 Steuern, die Europäische Kommission natürlich nicht Steuern nennt, mit der Praxis also das, die los sollen angefeiert wie de Budget mat zu finanzieren. Also Prosch ist ganz klar. Wir sind gegen Steuererhebungen auch durch Tanner die, weil das wäre, das heißt auch, dass die Nationalparlamenter das nicht könnte kontrollieren, dass die Nationalparlamenter darüber nicht oder nicht viel könnte mat diskutieren oder dezidieren. Das ist ganz klar, dass doch die ideologisch hinteren gefolgt natürlich da wird gesagt, dass für Geringpolitik und so weiter wie beim Trading System oder bei dem CBAM. Aber für uns ist das ganz klar, dass wir also Erhebungen nicht akzeptieren, wie gesagt, nicht nur aus nationaler Kompetenzgründen, weil du sich aussteuern, aber auch weil als Entreprisen und als Bürger dadurch belastet gehen und das wollen wir nicht. Wir hätten gerne, dass ein EU-Budget nicht über den Inflationsausgleich rausfließt. Natürlich hat man das immer 7 Jahre, natürlich muss man der Inflation Rechnung drohen, das ist ganz klar. Aber wir wollen nicht einen enormen EU-Budget, wir wollen keine neuen Schulden. Die Schulden von Next Generation EU sollen zurückbezahlt gehen, das ist auch am Blick 4 gesehen an dem nächsten Haushaltsplan für 7 Jahre. Wir insistieren, dass das doch gemerkt wird. Das ist viel, weil sie viel Schulden gemerkt gehen. Sollen bis 30 Milliarden Euro am Jahr zurückbezahlt geben 2021 und das muss auch gemerkt gehen. Wir wollen mehr Effizienz bei den Depensen. Der Europäische Rechnungshof hat das purmal schon mal nähert, dass nicht genug Effizienz da ist, nicht genug Evaluation von der Effekazität, von den Effekten, von den Ausgaben von der Europäischen Union. Aber wir hätten ja klare Prioritäten. Wenn ihr klare Prioritäten am Budget setzt, auch guckt, wie effizient die Suen ausgehen, dann ist natürlich klar, dass ihr noch viel mehr rational kann man denen Suen umgehen, rational verantwortungsvoll mit denen Suen umgehen. Wir hätten noch gerne, dass Memberstaaten mit diskutieren, mit dezidieren, wie sollen die Budget affektiert gehen. Und wir wollen auch, dass die Ressourcepropre, die am Blick plafoniert sind, dass das auch sich plafoniert bleibt. Wenn ihr das nicht möchtet, weil einfach die Ressourcepropre immer mehr ausgedehnt gehen, kann das Resultat sein, dass wenn die Ressourcepropre nicht den Erwartungen von der Kommission entsprechen, über die Volumen, die dadurch kommen, also die über 400 Milliarden Euro, dass es dann heißt, die EU-Memberstaaten müssten das ausgleichen und mehr national bezahlen, direkt aus dem nationalen Budget. Und das wollen wir natürlich auch nicht, weil alle Staaten, Lützeburg inklusiv, haben Schulden und wir wollen das nicht noch verstärken. Dann hast du natürlich die Finalitäten zu gucken von dem Budget.
Mir fir Reisers klar, dat verschiedene Spezifizitäten aus der Lützeburger Perspektiv muss beibehalten gehen, zum Beispiel Regionalfonds a grenzüberschreitend zu summen habe, dat für Kleinländer ganz wichtig ist. Dat muss bestehen bleiben. Als Lützeburger wollt mir darüber oppassen. Wir bedauern noch, dass in engem Lützeburger Agrarkommissar die Suen, die für die Agrikultur vorgesehen sind, stark reduziert, geben 385 Milliarden Euro auf 300 Milliarden. Wir hatten als do eng einer Politik von engem Lützeburger Kommissär erwehrt an erhofft. Wir wollen nicht, dass der Rule of Law soll auf das ganze Budget ausgedehnt gehen, das ist ein bisschen das, was die Kommission will. Das ist natürlich eine Maßnahme, die sie will holen für Länder, die mir kritisch sind gegenüber ihrer Politik, gegenüber der Kommissionspolitik, wie Ungarn, wie Slowakei und andere, dass die können, wird ganz klar zu so unter Druck gesetzt gehen durch die Kommission, wie dann zu so, ja, die observiert den Rule of Law nicht, und dafür können wir erst keine Suche gehen. Das ist nicht der Weg. Die Kommission ist nicht da, für Memberstaaten unter Druck zu setzen. Die Kommission ist da, für die Politik von den Memberstaaten umzusetzen und an ihre Kernkompetenzen Akzente zu setzen. Das soll sie machen, das möchte sie leider nicht. Und dann ist es nicht wie der andere Seite, mehr Pouvoir wollen, über die Memberstaaten zu kreieren. Wir wollen nicht, dass Finanzierung von Medien und ONGs über EU-Programme gemerkt wird. Das ist immer massiv der Fall. Da gibt es große Diskussionen zu Brüssel, weil eigentlich das nicht ist, für einen gewissen Narrativ, wie das heißt, an Medien zu platzieren. Wir sehen die Unabhängigkeit von den Medien, die Freiheit von den Medien. Und ich meine, wie die Gesicht gibt, wie du gewisse Narrativen zu platzieren an den Medien, inklusive über finanzielle Mittel, als sicheren Angriff an Freiheit von der Presse, das will man nicht, auch nicht über den EU-Budget. Wir wollen noch nicht, dass der Krieg an der Ukraine über den EU-Budget finanziert wird. Das ist nicht eine Kompetenz von der Europäischen Union. Das sind die Nationalstaaten oder denen, die wollen, Coalition of the Willing oder wie auch immer, wie den Krieg zu finanzieren, wenn sie das hätten. Mit das nicht ein EU-Budget, den das soll machen. Es sind andere EU-Länder, die klar oder dagegen sind. Und sowieso, ich meine, das können da eine lange Diskussion, die man können feiern oder auch nicht. Aber das ist nicht die Platz, für das zu machen. Wie gesagt, die Militarisierung der Europäischen Union als eine Entwicklung, die man zuerst gucken kann. Wir haben NATO, die ist dafür für die Verteidigung zuständig, respektive Nationalstaaten. Und wenn an eine Richtung von einer militarisierten Europäischen Union geht, da kommen noch ganz viele Probleme in den nächsten Jahren dabei durch. Ich meine, das ist der falsche Weg. Wir wollen noch keine zentralisierte Decisionsgewalt bei der Europäischen Kommission. Wie gesagt, das sind eine ganze Reihe Sachen, die an der Kompetenz der europäischen Memberstaaten liegen, und das soll auch so bleiben. Wir wollen, dass das Europäische Parlament am Kader von seinen Kompetenzen, respektive die Nationalparlamente am Kader von ihren Kompetenzen, all muss behalten, diese haben. Ich will just kurz sagen, das gilt auch für den Mercosur. Wir hatten die Diskussionen an den letzten Jahren mit anderen, wie den TTIP und so weiter, CETA, wen dezidiert wird. Auf ihr Reise ist ganz klar, dass wir hätten, dass die Nationalparlamenter können über die ganze Traité mitdiskutieren und nicht, dass das getrennt wird, wie das darum geplant ist, dass just das Europaparlament soll an einem Wort einmal dezidieren, dass das rechtskräftig ist für uns alle gut. Wir hätten gerne, dass die Nationalparlamente auch da können mitbestimmen. Was die Tarife angeht, da will ich dann auch kurz sagen, dass da, wie gesagt, die überweihende Meinung die ist, dass die Kommission als Interesse nicht gut vertreten hat. Es gibt natürlich auch gesagt, dass wir gut gewesen, besser sehen und so weiter, kein Handelskrieg mit den USA, keine Unsicherheit, dass sie sich auf Druck von der deutschen und italienischen Industrie so gemerkt gehen, auch für zu probieren, einen Rückzug von den USA aus Europa zu verzögern, den aber sowieso könnt. Aber das ist klar, dass all Möglichkeiten, die Kommission hat, für eine richtige Verhandlungen zu machen, und das nennen am Fachjargon Retaliation, Anti-Coercion Instruments, die sie nicht benutzt gehen. Das heißt, die Kommission hat direkt alles, was vorbereitet wird, auch wie Druck auf die USA können auszuüben, fallen gelassen. Das war untransparent und Medien zu Guru an der internationalen Presse und zu Recht hugely one-sided. Das heißt, das ist ganz klar, dass europäische Interessen zu kurz kommen. Es stellen sich auch weitere Fragen, was Konformität von dem Aufkommen ist mit der Welthandelsorganisation, mit der Regelung von der Welthandelsorganisation angeht. Wir haben unrealistisch Investitionsversprechen, da gemerkt, die Europäische Kommission an höchst für 600 Milliarden Euro oder Dollar, ich weiß nicht, das ist kein größten Unterschied. Aber das ist eine Kompetenz von den Memberstaaten, notamment im Militärbereich, aber private Firmen, die wollen investieren, das ist hier sagt,
Aber da muss ich noch wissen, dass Investitionen, wo private Firmen an den USA wachsen, sind wie eine Deindustrialisierung und eine Verlagerung von ihrer Produktion von Europa an die USA für Tarife können zu umgehen. Die Tarife können zu umgehen. Das ist mir eigentlich etwas versprochen, was Europa immer schrecklich schwach möchte. Wir haben Europa deutlich minder attraktiv gemacht. Und die Energiedispositionen sind noch komplett unrealistisch. Gegen Heschen, dass Europa mis dreimal seine Importer von Energie aus den USA dreimal vergrößere, mal drei, was natürlich Produktionskapazitäten von den USA just gegen erreichen, eventuell, wenn es schon darüber gegen drüber leihen. Und wir sind nicht die einzige Klient von den USA, das heißt auch die Versprechen, die man da gemacht haben, was die Energieversorgung von Europa angeht, ist komplett unrealistisch. Wir haben außerdem kein Level Playing Field. Wie gesagt, als Energiepreise in Europa sind durch Russland-Sanktionen viel zu viel hoch. Wir haben den Green Deal, der keinen von unseren Konkurrenzregionen hat. Das ist ein enormer Druck auf die Entreprise wie eine Dekarbonisierung, die sie nicht packen. Und wir haben, wie gesagt, ein ökonomisches Umfeld ohne großes Investitionsklima, ohne Ambition. Was nur Lützeburg geht an den Advanced-Tarifen, da muss ich sagen, dass ich das Gefühl, wo ist als Regierung? Wo ist das irgendwie kein? Wenn ich observiere, was die Europapolitik angeht, das ist Papagei, das was als Regierung möchte. Sie sieht das nur, was von der Leyen, Merz oder irgendein anderer sieht. Aber könnt nicht an den Bereichen, wo ich mal wert hat europäisch dat Lützeburg gegen frohe Stellen nur dem Akkord mit den USA, wie zum Beispiel Zollieferbetriebe bei der Automobilindustrie, am Stahl, wo ganz vieles nach unklar ist, wo ArcelorMittal große Probleme hat, am Sicherstoff wir sind noch immer bei 50%, was der Stahl geht. Und Tarif aber der Service financier, über den nicht gesucht wird, wo man aber enorm Interessen haben, hat eigentlich schon nicht heieren, vielleicht die sieht mir no ha, ich sind mir weit weg, wenn vielleicht studieren das heieren, ist schon ein Silence assourdissant von der Lützeburger Regierung an all den Frauen heieren, aber wie gesagt, wenn ich mal etwas heieren, dann meine ich hätte ein Tonband abnehmen, von der Madame von der Leyen auf Platz eine Stellung nehmen von einer Lützeburger Regierung, die da wäre wie Interesse von Eisenentreprise, von Eisenleiter am Land vertreten, das gesehen ist nicht. Das ist also das, was ich wollte so über den Zustand von der Europäischen Union. Und ich war pur ökonomisch frohen, wie gesagt, von dir, Fred, willst du noch etwas sagen, dann hören wir froh, weil halt, okay, merci. Merci für die Aufmerksamkeit. Ja. Schöne gute Morgen, der Ferner Karteiser, den hat eigentlich ganz vieles gesagt, dafür brauche ich auch nicht mehr viel zu sagen. Ich will einfach sagen, dass das als der darum geht, für die Interessen von Lützeburg auf von den Lützeburger zu verteidigen. Und das ist etwas, was ganz wichtig ist, in diesem Umfeld, wo doch darum geht, wen Murcht hat, als Murcht immer mehr zu Brüssel oder bleibt 2 Wochen nach heute zu Lützeburg. Zu Lützeburg bleiben heißt, dass wir hier im Land demokratisch können dezidieren, was mit uns geschieht. Ein zentraler Punkt sind natürlich die Finanzen, und das, was wir gerade hören, auch, das ist eine EU, die immer mehr will das Budget erhöhen, was wir nicht wollen, und das ist eine EU, die immer lo probiert Steuern anzuführen, sie wie doch schon an der COVID-Politik war, wo sie Schulden gemacht haben. Lo geht es für Steuern zu erheben, für so selber können zu und anzuziehen, was am Fond eng Sache von den Nationalstaaten. Wir schwätzen do von der nationaler Souveränität an Steuerfrohen, an der Steuerhoheit, die bei den Nationalstaaten an Eisenbahn muss bleiben. Ich meine, unsere Rolle als ADR ist ganz klar, dass wir, wenn die Chamber geht am Oktober, dass wir die Regierung auch wollen an die Richtung drücken, für die Interessen von Lützeburg zu verteidigen. Und auch die Regierung werden auffordern, für nicht mit den Steuern, die die EU will aufhören, einverstanden zu sein. Ein zentraler Punkt, den uns ganz besonders betrifft, ist ein geplanten, oder das ist eine Idee von der Madame von der Leyen, von der Kommission, für eine europäische Tabaksteuer zu erheben. Und ich meine, das nicht an unserem Intérêt, also ein Staatsbudget, der kriegt all Jahr im Moment 1,2 Milliarden ran durch Taxen und Taxisen auf dem Tabak. Das sind Summen, die wir hier am Land unbedingt brauchen. Und wir können die nicht abgehen. Und da freuen wir natürlich die Regierung auch, für da wirklich als Interessen ganz klar zu verteidigen und sich gegen alle möglichen Ingerenz von der EU an die Steuern anzumischen.
Parallel dazu also da ist ganz wichtig, dass die Stimmigkeit auch bestehen bleibt. Da tun wir auch hören, weil wenn die Stimmigkeit nicht mehr da ist, dann ist natürlich gerade die mit Kleinländer wie Lützeburg, die darin werden leiden im Endeffekt. Und ich meine, geht nicht anders, dass wir auch eben die Demokratie, die wir hier am Land, das Leute hier am Land Lützeburg können selber über ihr Schicksal dezidieren und das eben nicht zu Brüssel dezidiert wird, alles, was wir müssen machen. Im Endeffekt gibt das dazu führen, dass wir noch mehr Suen ausgehen und noch mehr Suen kriegen und Frieden sich auf ihrem Interesse das ganz aus. Dafür werden wir als dogent wehren und auch die Regierung eben auffordern, mit der Politik die nicht mitzumachen, die von der Europäischen Kommission gefordert ist. Merci.